Grüezi miteinander, hallo zusammen. Ich bin Kathrin Erni. Wir haben heute abgemacht für Schweizerdeutsch Marathon, könnte man fast sagen. Für einen Schweizerdeutsch Marathon haben wir heute abgemacht. Ich freue mich, dass schon so viele Leute da sind. Ja, hallo Tunzai, hallo Vissi, hallo Konstantin, hallo Olivia, hallo Carolina, hallo Peter, Chris und Naib. Ihr habt alle schon euch gemeldet auf dem Chat, das ist super. Ich möchte diesen Livestream mit euch zusammen machen. Schreibt also fleissig schreiben. Ich glaube, es hat ein bisschen Verspätung. Ich tue vielleicht ein bisschen mit Verspätung darauf reagieren. Aber schreiben, Beispiele machen, mitmachen. Das ist super, wenn ihr das macht. Hallo Katja. Okay, dann wollen wir heute mal anfangen. Ich habe etwas mehr als 50 Wörter alphabetisch geordnet und dazu wollen wir Beispiele machen. Und ihr solltet auch mithelfen und auch Beispiele bringen, vielleicht Wörter bringen oder so, dass wir zusammen auf 100 Ausdrücke kommen, 100 Sätzchen. Das ist hoffentlich auch etwas für Anfänger, die dann das ein bisschen lernen können. Hallo Malvin, hallo Amatz, hallo Sheng, hallo Peter und Ibrahim, ich hoffe, ich habe euch gesehen. Das ist nur ein Kanal für Schweizerdeutsch Study Channel. Ich versuche nicht Englisch oder Hochdeutsch zu reden. Ihr könnt Fragen stellen auf dem Chat, wenn ihr etwas nicht versteht. Dann könnt ihr Fragen stellen und es gibt sicher jemanden, der euch antworten kann. Ja, okay. Fangen wir an mit dem ersten. Anrufen. Kennt ihr das Wort schon? Wir Schweizer brauchen das viel. Anrufen. Hallo Amir. Anrufen. Ja, wir können auch sagen, telefonieren. Zum Beispiel, kannst du mir heute am Abend schnell anrufen? Ich möchte noch etwas mit dir besprechen. Genau, Pedro, telefonieren, sehr gut. Olivia kennt das nicht. Sheng, nein, anrufen ist nicht das gleiche wie anschauen. Anschauen ist mit den Augen. Anschauen, ansehen. Oder anrufen ist telefonieren. Weil es läutet. Wenn das Telefon läutet, dann tust du abnehmen. Ja? Genau, Peter Beck, das ist richtig. Kann ich dir anrufen? Genau, das ist eine gute Frage, Olivia. Kann ich dir anrufen? Oder ich rufe dir später an. Ich habe im Moment keine Zeit. Ich rufe dir später an. Ja. Oder ich wollte dir anrufen, aber du hast nicht abgenommen. Was ist los? Das ist auch neu für dich, Katja. Okay. Anrufen, telefonieren. Der Amir hat das schon kennt, das Wort. Gut. Ade oder Adieu. Tschüss. Das ist jetzt gerade nicht gut. Wir fangen erst an. Ich begrüße euch. Und Ade ist auf Wiedersehen. Oder eben Adieu. Adieu auf Bern. Im Bernischen sagt man eher Adieu. Und da sieht man, woher das kommt. Es kommt vom französischen Adieu. Mit Gott eigentlich. Ja, Adieu. Ade. Der Amir hat das schon gekannt. Okay. Gut. Also. Ade zusammen. Macht's gut.
Ade, tschüss, macht's gut. Bleibt gesund. Oh, das ist heute sehr wichtig. Bleibt gesund. Amat. Also, Ade ist ganz einfach, genau. Es hat immer mehr Leute, die da sind. Schreibt doch, woher das ihr seid und ob ihr auch alle daheim bleibt nächste Woche oder nicht. Ja, alle haben, wir haben jetzt ein anderes Leben. Wir müssen aufpassen und nicht zu viel rausgehen. Schreibt doch, woher das ihr kommt und ob ihr nächste Woche arbeiten könnt oder ob ihr daheim bleiben müsst. Das würde mich noch wundern, wenn ich schon so viele Leute da habe, wo wir uns miteinander chatten und ein bisschen kennenlernen. Die Olivia macht Homeoffice. Hallo Naiva. Gut, in der Zwischenzeit machen wir weiter. Nächste Wort. Anke. Habt ihr das schon gehört? Anke. Anke ist das, was man aufs Brot tut. Häufig, viele Leute tun Anke aufs Brot, bevor zum Beispiel Konfi draufkommt oder Schinken oder so. Genau, Peter, das ist Butter, Anke. In Zürich sagt man zum Beispiel noch Butter und im Luzernischen sagt man Anke. Und meine Eltern haben sich immer gestritten, was ist richtig oder welches Kind sagt mein Wort. Ja, wenn ich Anke gesagt habe, dann hat sich der Vater gefreut und wenn ich Butter gesagt habe, dann hat sich die Mutter gefreut. Naiva, du wohnst im Luzernischen. Dann hast du das sehr wahrscheinlich schon gehört, danke. Amat, du hast da Moin aufgelesen. Moin ist, glaube ich, hamburgisch und das heisst Guten Morgen. Moin, moin. Das ist von jemandem sehr wahrscheinlich, der Konstantin habe ich gesehen, der ist, glaube ich, aus dem Hamburgischen. Das ist nicht unbedingt Schweizerdeutsch. Ja. Gut. Der Anke. Kannst du mir bitte den Anke geben? Ja, wenn wir so an einem grossen Tisch sind und viele Leute um den Tisch, dann ist es gut, dann muss man manchmal fragen, wenn etwas zu weit weg ist, kannst du mir bitte den Anke geben? Oder kannst du mir bitte die Konfi geben? Genau. Oh, der Peter meint, er streicht nie Anken aufs Brot. Ja, es gibt Leute, vielleicht, wenn sie auf Kalorien aufpassen, wenn du nicht zu viel solltest nehmen, oder wenn sie es nicht gerne haben, dann nachher brauchen sie keine Anken. Und Simon meint, Anken ist gut mit Honig. Genau, ein bisschen Anken und Honig auf dem Brot, das ist ein Traum. Ja, Anken ist gut mit Honig. Bienenhung. Man kann anstatt Honig kann man sagen Hung. Ja. Ich nehme ein bisschen Bienenhung aufs Brot. Oh, ein bisschen Anke, nur ein bisschen. Zu viel ist nicht gut, gell, Olivia? Ah, du tust Anke in die Suppe. Das kann man auch. Wenn man zum Beispiel ohne Fleisch Suppe macht, dann tut man ein bisschen Anke rein. Das nächste ist ein Apero. Genau, mal wie ein Hung. Honig, Bienenhung, Bienenhonig. Das kann man auch sagen, Bienenhung. Ja. Und wir sind immer noch beim Essen. Anke mit Zucker ist gut, meinte Pedro. Aha. Ich habe lieber Konfi, dann ist noch ein bisschen Frucht dabei. Aber auch Zucker. Genau, und Katja meint, Anke passt sehr gut zu Käsebrötchen. Ja. Okay. Apero ist ein Essen, genau. Apero ist, wenn so etwas Kleines, es gibt so kleine Häppchen, wo man von Hand nehmen kann, ins Maul, häufig mit ein bisschen Weisswein oder Orangensaft oder Wasser oder ein Mann muss schon heimgehen.
Das ist aber schade. Ein Apéro gibt es zum Beispiel manchmal, wenn Leute zusammenkommen und dann nachher, wenn man noch etwas essen oder trinken will, aber man will nicht etwas Grosses kochen. Ja. Wir haben zum Beispiel ein grosses Apéro nach unserer Hochzeit. Ja, wo mein Mann und ich geheiratet haben wir ein Apéro gemacht für alle Gäste. Und dann später sind wir mit den Gästen, die wir eingeladen haben, essen. Ja. Ich glaube, Apéro ist meistens mit Wein, aber es kommt darauf ab, wenn natürlich die Leute abstinent sind, die das organisieren, dann nachher gibt es vielleicht kein Wein. Nach der Sitzung gibt es noch ein kleines Apéro. Ja, wenn zum Beispiel ein spezieller Tag ist, zum Beispiel wir feiern, dass wir schon über 10'000 Subscribers haben auf YouTube oder so, dann machen wir vielleicht noch ein kleines Apéro nach der Sitzung, um etwas zu feiern. Ja, wir können etwas feiern mit dem. Oder vielleicht gibt es eine Premiere, Theaterpremiere und nach der Premiere gibt es noch ein Apéro. Die Badi. Jetzt kommen wir nicht mehr so gut in die Badi, sehr wahrscheinlich. Badi ist ein Schwimmbad. Ja. Geht ihr in die Badi? Geht ihr gerne schwimmen? Genau, Pedro, zum Schwimmen. Badi. Das Bad können wir daheim nehmen, in der Badwanne, das ist ganz klein. Aber wenn wir richtig schwimmen, 1 Kilometer oder 2, dann gehen wir in die Badi. Und zwar gibt es Freibad draussen. Im Sommer ist es natürlich schöner, wenn man ins Freibad gehen kann, in die Badi. Oder es gibt ein Hallenbad und du kannst ins Hallenbad gehen. Im Moment ist es kalt in der Badi, genau, Olivia, wenn man draussen geht. Aber drinnen ist es schön warm. Die Frage ist, ob jetzt die Badi offen ist mit Coronavirus. Sind vielleicht alle Badinen jetzt zu? Der Aman hat gefragt, was willst du sagen? Was sagst du? Kannst du fragen, was hast du gesagt? Was sagst du? Oder was willst du sagen? Dann ist mit Infinitiv. Genau, bei dir gibt es ein Dorfbadi und ein Seebadi. Schön, Simon. Also dann kannst du viel baden. Genau. Badi ist jetzt sehr wahrscheinlich zu. Und wir müssen daheim hocken und Livestream anschauen. Alle Badinen sind geschlossen, leider. Der Amir geht zu Olten in die Badi, neben den Aaren. Schön. Oder man kann auch in die Aare schwimmen. Das ist auch sehr schön. Beim Jean de Rede, hallo Jean, bei dir ist auch die Badi zu. Genau. Also, komm, wir gehen in die Badi. Also das kannst du heute nicht. Komm, wir gehen in die Badi. Es tut mir leid, aber das geht nicht. Die Badi ist zu. Der Peter Beck geht sowieso lieber in die Aare, aber jetzt ist vielleicht noch ein bisschen kalt für die Aare. Du musst warten bis im Sommer und dann ist es schön, eine schöne Abkühlung. Genau. Oder eine schöne Alternative für die Badi. In Bern hat es auch ein schönes Freibad, das Marzili. Und dann kann man Aare schwimmen, auch im Marzili. Man muss ein bisschen weiter oben rein und dann kann man so runterschwimmen mit dem Strom. Oh, der Pedro tut schon flirten mit der Olivia. Du möchtest mit der Olivia in die Badi, super.
Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Kennt ihr das schon? Es gibt ein Lied. Döri nicht ein bisschen, döri nicht ein bisschen, döri nicht ein bisschen lustig sein. Also, ein bisschen, genau, Malvin. Ja. Ein bisschen. Kann ich nicht ein bisschen lustig sein? Ja? Dürfen wir nicht ein bisschen lustig sein? Das ist das Lied. Ein bisschen. Ich bin schon ein bisschen müde. Schliesslich ist schon Sonntagabend und es war 8 Uhr. Dann habe ich es recht. Ich bin schon ein bisschen müde. Und ihr? Sind ihr ja auch schon müde? Sind ihr ein bisschen müde? Oder sind ihr fest müde? Oder sind ihr überhaupt nicht müde? Wie geht es euch? Mögt ihr noch? Wir haben noch viel zu tun heute. Oi, Mann hat ein leeres Portemonnaie. Oder du hast dein Portemonnaie nicht mitgenommen. Genau, das ist besser, als wenn man ein leeres Portemonnaie hat. Ein bisschen Wein. Ich möchte gerne ein bisschen Wein. Genau, Olivia, du kannst das sagen. Also, der Peter ist super fit. Er mag noch bis Mitternacht sitzen mit uns und Schweizerdeutsch lernen. Super. Dann können wir weitermachen. Und der Malvin ist müde, weil er daheim muss bleiben. Das macht auch müde, wenn man den ganzen Tag so rumsitzt. Ja? Wenn man nicht rausgehen kann, die frische Luft. Die Olivia ist ein bisschen müde, immer daheim zu sitzen und Homeoffice zu machen. Ja. Der Peter kann die ganze Nacht lernen. Du bist sehr motiviert. Oh, ein Blümli. Schön. Ein Blümli. Es hat schon viele Blümli auf der draussen, ja. Es hat Krokusli und es hat Schneeglöckli und es hat, ich habe schon andere kleine Blümchen gesehen, die ersten Bäume, die blühen, ja, der Frühling kommt. Simon möchte schon Wein trinken. Simon, hast du schon genug? Okay, ich bin ein bisschen müde. Blut, wer kennt das Wort? Es könnte vielleicht schockierend sein. Oder nicht? Blut. Das ist ganz anders auf Hochdeutsch. Also, wer kennt das schon? Ich warte jetzt ein bisschen, weil ich weiss, dass das alles Verspätung hat, wenn ich rede. Dann nachher hört ihr das erst in ein paar Sekunden. Nein, Olivia, das ist nicht Blut. Blut, ja, Blut haben wir in uns innen. Ja, das fließt rundum, das ist rot. Aber Blut ist ein Adjektiv. Nein, das ist nicht dumm, Malvin. Das ist auch, Blut ist rot, genau. Aber das ist nicht Blut, sondern das ist Blut. Katja, nein, das heisst auch nicht blöd. Genau, Simon, super. Das heisst nackt auf Hochdeutsch. Genau. Und zwar kann ich sagen, ich laufe gerne blutfuß durchs Gras. Dann ist es ein bisschen weniger schockierend. Man kann auch sagen Füdli Blut, aber das wäre etwas für FKK-Leute, also freie Körperkultur. Die gehen Blut baden. Ja, aber ich beschränke mich darauf, blutfuß durchs Gras zu laufen. Pedro, FKK heisst freie Körperkultur. Und wenn du ein Schild siehst, zum Beispiel an einem See oder so, und dort steht FKK Strand,
dann wirst du dort sehr wahrscheinlich blutige Leute antreffen. Ja, aber das gibt's, ich weiss nicht, es gibt sehr wahrscheinlich so gewisse Orte, wo das ist. Die Leute, die das gerne machen, die wissen, wohin dass sie gehen müssen, dass sie sich ein bisschen verstecken können und andere nicht schockieren. Ohne Kleider, genau. Blut. Das Büsi. Das nächste Thema ist das Büsi. Wir haben kein Büsi. Wir haben einen kleinen Hund. Und ihr? Habt ihr ein Büsi? Genau, Peter, ich bin eigentlich auch noch nicht an einem FKK-Strand gsi. Ich habe es vielleicht schon gesehen von weitem. Kätzli, genau. Katja, das sind Kätzli. Martin, das ist ein bisschen schwierig, alles auf Hochdeutsch zu schreiben. Genau, das Büsi ist auch ein Haustier, das ist ein Kätzli. Ja, das macht Miau. Meine Stimme. Miau, miau. Das Büsi. Oi, das ist unser Büsi. Das ist unser Büsi. Habt ihr ein Büsi? Habt ihr ein Kätzli? Ein Puzzle. Manchmal sagt man ein Puzzle. Amir, das ist eine Katze. Ein Büsi. Du kannst auch sagen Katz, das ist auch Schweizerdeutsch. Aber viele Leute sagen Büsi. Genau. Peter Beck, der geht noch zurück zum Blutfußlaufen. Das ist schön, he? Das ist ein gutes Gefühl, wenn man Blutfuß läuft. Du tust auch gerne Blutfuß laufen. Oi, Pedro, du hast 2 Büsi, schön. Und der Peter hat einen Hund. Genau, Martin, das ist unsere Katze. Malvin hat kein Büsi. Man kann nicht immer Haustier haben, ja. Das ist eine Aufgabe. Das ist eine wichtige Aufgabe. Der Bauer. Die Bauern haben eine starke Lobby in der Schweiz. Die Bauern. Die Bauern arbeiten auf dem Feld. Was sind Bauern? Wenn ich Karten spiele, dann habe ich Ass, König, Dame, Bauer, Szene, 9, 8 und so weiter. Hi, danke, Nobel, hallo. Der Bauer, genau, der Bauer, der Bauer, nicht der Bär, kein Bär, aber ein Bauer, ein Landwirt, kann man auch sagen. Landwirtschaft. Mein Vater ist ein Bauernsohn. Also er ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie hatten viele Säue und sie hatten Kühe und sie hatten Kätzchen und Hunde und einen Traktor, ja, und Ross. Mein Vater ist ein Bauernsohn. Und dann hat er Agronomie studiert. Also er ist bei dem geblieben. Er hätte sehr gerne gebauert. Bauer klingt komisch, genau, Olivia. Das stimmt. Deine Mutter ist eine Bauerntochter. Genau, das kann sein. Und jetzt ist mein Onkel der Bauer. Und also das heisst eigentlich schon sein Sohn. Mein Cousin ist Bauer, dort wo mein Vater ist aufgewachsen. Genau, auf dem Bauernhof hat es Kühe und man muss Kühe mehlen. Also man tut heute nicht mehr von Hand mehlen. Man hat schöne Maschinen zum Kühe mehlen. Milch rausnehmen. Ja. Mein Vater ist Schweizer, mein Vater ist Luzerner. Er kommt aus Niederöf.
Ah, genau. Simon, du sagst es gibt eine Schweizer Sendung, wo ein lediger Bauer eine Frau sucht. Ja, das ist nicht so einfach vielleicht, weil das gibt viel zu tun. Ja? Als Bauernfrau muss man viel arbeiten. Man muss anpacken, arbeiten. Ähm, vom Morgen früh bis am Abend spät hat man etwas zu tun. Olivia, nein, mein Vater ist nicht Bauer. Er hat den Bauernhof nicht bekommen. Seine ältere Brüder ist Bauer geworden. Ja. Er hat aber Agronomie studiert. Die Bütz. Ja. Ab morgen müssen wir alle an die Bütz. Aber vielleicht nicht ins Büro, sondern daheim. An die Bütz. Ich bin eine Bützerin. Das heisst, ich arbeite. Meistens, wenn man sagt, das ist ein Bützer, meint man Leute, die physisch arbeiten, die auf dem Bau arbeiten, zum Beispiel. Ein Bützer. Oh, die Olivia hat gerne Eier direkt vom Bauer. Ich sehe, im Chat sind wir immer noch beim Bauern. Bütz, kennt ihr das? Ja, schauen wir mal. Nächstes Beispiel. Das Bauern ist eine strenge Bütz. Es ist eine strenge Arbeit. Ja? Oder ich muss morgen an die Bütz. Ich muss morgen arbeiten. Ja? Arbeiten. Ich muss morgen oder mein Onkel ist ein fleissiger Bützer oder er ist ein Bützer. Das sind Leute, die hart arbeiten, physisch arbeiten. Zum Beispiel mein Bruder ist ein Gärtner. Ja, er gehört zu den Bützer eigentlich. Ja, das können auch Leute sein, die draussen arbeiten. Es muss nicht nur sein. Aber Bütz generell ist Arbeiten. Aber der Bauer, das ist eine strenge Bütz. Das gibt viel zu tun, wenn man Bauer ist. Man muss viel arbeiten. Ist das klar mit der Bütz? Ich tue da schon das nächste Wort aufschalten, der Servela. Oh, hallo Anna. Du bist auch zugeschaltet. Wir haben gerade über die Bütz geredet. Wir müssen morgen wieder bützen. Ausser ihr habt frei vielleicht. Vielleicht müsst ihr morgen die Kinder betreuen und könnt nicht an die Bütz. Ihr könnt nicht arbeiten. Genau, Katja, Bütz ist Arbeit. Zum Beispiel auf der Baustelle. Arbeit auf der Baustelle. Wenn jemand ein Bützer ist, wirklich, dann ist er weniger ein intellektueller Arbeiter, sondern mehr physisch. Also schaufeln, backern, Mauern bauen und so weiter. Genau. Cervela ist die beste in der Schweiz. Olivia, du hast gerne Cervela. Genau, das ist eine Wurst, Jean. Und zwar eine Wurst, die wir Schweizer sehr gerne haben. Cervela und Bratwurst. Cervela. Ich esse gerne Cervela. Vor allem zum Beispiel Cervela nimmt man viel mit, wenn man rausgeht, ans Feuer, also wild, in der Wildnis, am Fluss oder am See, kann man bräteln und dann nimmt man einfach ein Stecken und tut die Wurst drauf. Ja, man muss da schauen, die Wurst draufstecken und dann das über dem Feuer bräteln. Das ist immer schön, wenn man raus bräteln kann. So Wurst bräteln. Anja, du gehst morgen arbeiten. Das ist gut. Du hast auch gerne Cervela, Ahmed. Schön. Ich auch gerne Cervela. Mit Brot, ein bisschen Ketchup oder Senf. Und dann kann man zum Beispiel Hörnli-Salat mitnehmen, so aus Teigwaren, einen Salat machen.
dazu essen oder einfach Gemüse. Zum Beispiel ein Peperoni. Mhm. Schenk, du müsstest ein Cervela mal einschreiben auf Internet. Das sind etwa so grosse Würste. Ja, etwa so dick, ein bisschen brünlich. Und in der Schweiz kennen sie alle, aber es ist ein Geheimnis, was drin ist. Man weiss nicht genau, was drin ist. Mhm. Chris, du hast gerne Cervela? Ja, schön. Das nächste Wort ist Chabis. Cervela ist gut mit Wein, Olivia. Du hast gerne Wein. Ja, scheinbar. Anna hat lieber Bratwurst, genau. Ich habe ehrlich gesagt Bratwurst auch ein bisschen lieber. Wir haben sehr gerne Bratwurst. Chabis ist zum Essen, genau. Chabis ist auch zum Essen. Chabis ist sehr gesund. Das ist ein Gemüse. Aus Chabis kann man Sauerkraut machen. Ja, habt ihr gerne Chabis? Ein früherer deutscher Bundeskanzler hat übersetzt auf Schweizerdeutsch Chabis geheissen. Vielleicht wisst ihr, wer das ist. Also noch vor den Zeiten von Angela Merkel und so weiter. Aber er war ein berühmter Bundeskanzler von Deutschland. Wir würden ihm Herr Chabis sagen. Oder man kann auch sagen, im übertragenen Sinn, tu nicht so viel Chabis erzählen. Also Chabis, Chabis, das ist nichts. Chabis, das ist Blödsinn. Genau, Anna, der Helmut Kohl, wir würden sagen, das ist der Helmut Chabis. Okay, also das ist ein gutes Gemüse, ein bisschen wie ein ganzer Salat, der so zusammen ganz viele Blätter ineinander drin hat. Man kann gute Sachen kochen mit Chabis. Oder man sagt auch, Chabis, das ist nichts. Ja, tu nicht so viel Chabis erzählen. Okay. Habt ihr gerne Chabis? Ich habe sehr gerne Chabis und auch Sauerkraut, wenn man ein bisschen säuert mit Salz und ein bisschen gären. Im Moment kann ich dir kein Foto von Chabis zeigen, aber du kannst Kohl googlen, Ahmed. Und dann siehst du das. Das ist sehr ein Gemüse, das es überall gibt. Ja. Chabis erzählen ist etwas, das nicht logisch ist. Blödsinn, könnte man sagen. Das ist Blödsinn. Das stimmt nicht. Das ist... ja. Fürs Geld? Nein. Kohle? Nein. Hast du mir ein bisschen Kohle? Manchmal kann man sagen, ja, ich habe keine Kohle. Aber das kommt mehr von Kohle, von dem, was man ausgraben, dem Schwarzen, was man dann verbrennen kann. Ja. Mhm. Surchabis ist gut. Sauerkraut. Wir sagen Sauerkraut, Surchabis, genau. Oder in Polen gibt es ein Gericht, das Bigos heisst. Das habe ich auch sehr gerne. Meine Mann kocht das ganz gut. Chabis, wir können vielleicht bei Chabis ein bisschen bleiben und schon daran denken, das nächste Wort ist «kommst raus». Ja, «kommst raus». Ihr könnt vielleicht noch schreiben, ob ihr gerne Chabis habt oder nicht. Ich habe sehr gerne Chabis. Es ist ganz gesund. Und wenn man es Sauerkraut essen, dann hat man noch viel Probiotika dabei. Ja, dann ist es auch ganz gut für unsere Gesundheit. Schon, ich habe jetzt noch nie Chabis mit Cervela gegessen, aber es könnte durchaus gut sein.
Coleslaw. Coleslaw ist doch mehr der Salat, den man vielleicht aus Kabis macht. Chris. Ich würde sagen Cabbage auf Englisch. Ja? Das tönt ganz ähnlich. Kabis und Cabbage tönt viel ähnlicher als Kohl und Cabbage. Ja, also vielleicht haben wir es vom Englischen. Genau. Oh, 19K, du hast Bigo so gern. Rausgehen. Kommst du raus? Nein, Pedro, rausgehen ist etwas anderes. Kommst du raus? Komm, wir gehen raus. Das ist rausgehen. Oder wir sind draussen. Aber kommst du raus? Das ist mehr da oben. Super, Ahmed, du hast verstanden, was Kabis ist. Olivia kommt nicht raus. Also, kommst du raus, verstehst du es? Ja? Kommst du raus, was ich sage? Kannst du mir nachvollziehen, was ich denke? Kannst du rausgeben? Malvin, das geht nicht gut. Kannst du rausgeben? Ich komme raus oder ich komme nicht raus. Ich verstehe es oder ich verstehe es nicht. Ja? Zum Beispiel ein mathematisches Problem. Ja, wenn du das gut kannst lösen, dann verstehst du es. Du verstehst es. Du kommst raus. Ja? Und wenn du ein Problem hast und du nicht mehr weiterkommst in Mathematik und dann sagst, ich komme nicht raus, was ist das Problem? Ich weiss nicht, was ich falsch mache. Ich komme nicht raus. Simon kommt gut raus. Okay, du hast es verstanden. Die Anna meint, aus Kabis macht man Borscht zu Russland und in der Ukraine. Ich habe gemeint, Borscht ist mit Randen, mit dem roten Gemüse, das in der Erde wächst, mit den roten Wurzeln. Borscht, ist das nicht aus Randen? Marina, ich rede etwas Ähnliches wie Luzerndeutsch und Berndeutsch und vielleicht ein bisschen Zürichdeutsch, aber du kannst in der Schweiz sagen, in jedem Dialekt sagen, kommst du raus, verstehst du es? Vielleicht ist das ein bisschen, sagen die Leute ein bisschen verschieden. Kommst du raus? Oder kommst du raus? Oder es gibt vielleicht andere Aussprechensarten, aber das kannst du überall in der Schweiz sagen. Der Ahmed kommt auch gut raus. Und ein zweites Wort. Aha. Anna, du sagst, es ist mit Randen und Kabis Borscht. Super. Das müssen wir mal kochen. Das klingt gut. Kommst du raus? Oder? Nein, ich check es nicht. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Anstatt draus kommen, können wir brauchen checken. Checkst du es? Checkst du es? Verstehst du es? Das ist ein anderes Wort, so quasi ein Synonym. So kommst du raus. Der Schenk kommt schon gut raus. Okay. Checkst du es? Ja? Du, ich checke nicht, wie das geht. Kannst du mir helfen? Kannst du mir das erklären? Ja? Wir können... Der Peter checkt es. Der Peter checkt es auch. Marina. Ja, ich denke, es ist gut, wenn man lernt, verschiedene Dialekte zu verstehen. Ja? In der Schweiz bleiben nicht alle nur bei sich. Die Luzerner bei den Luzerner und die Berner bei den Berner. Die reisen auch. Ja? Und du hast vielleicht Kontakt mit verschiedenen Schweizer. Hallo Steffen. Du verstehst nicht viel im Ohio. In Ohio reden nicht so viel Schweizerdeutsch, ja? Das ist schwieriger. Ja, ich glaube, Anna, das ist von checken. Ja, checkst es. Es ist, könnte von dem gleichen Wort sein. Genau.
Alle in der Berufsschule. Ah, Amir, du meinst auch in der Berufsschule sagen das die Jungen? Ich check es nicht. Das ist Bahnhof. Ich verstehe Bahnhof, kannst du sagen. Das heisst, ich verstehe nichts. Ich verstehe Bahnhof. Du musst mir das noch einmal erklären. Also du kannst sagen, ich komme draus oder ich komme nicht draus. Oder du kannst sagen, ich check es oder ich check es nicht. Kannst du mir helfen? Kannst du mir das erklären? Oder du kannst sagen, ich verstehe Bahnhof. Ich verstehe nichts. Simon, checken ist genau ein Synonym zu draus kommen oder verstehen. Nein, Ahmed, das heisst nicht, ich komme nicht dran. Das heisst einfach, ich verstehe es nicht. Ich komme nicht draus. Ich verstehe es nicht. Ich komme nicht draus. I don't get it. Ja. Marina, du kannst in einem Hotel einchecken. Dann musst du einfach einchecken, nicht nur checken. Ja. Du kannst einchecken oder auschecken. Das kann man auch. Ich verstehe Bahnhof, das klingt lustig. Das ist komisch, ja. Das kannst du nicht auf Englisch übersetzen und sagen, oh, I understand station. Da kommt niemand raus, was du sagen willst. Ja. Der Coiffeur. Jetzt gehen wir zum Coiffeur. Wenn du so ganz lange Haare hast oder ein Gewuschel auf dem Kopf oder wenn du einen neuen Outlook möchtest, oder wenn du an ein grosses Fest gehst, dann kannst du zum Coiffeur gehen, genau, zum Friseur. Der Coiffeur ist, glaube ich, ziemlich teuer in der Schweiz. Ich habe noch keine billigen gefunden. Aber wenn jemand beim Coiffeur war, dann ist er froh, wenn er ein Kompliment bekommt, wenn die anderen Leute sehen, aha, du bist ein Schöner oder du bist eine Schöne, bist beim Coiffeur gewesen. Wow, die Frisur, die steht dir gut. Ja? Genau, Coiffeur. Französisch, Anna, schreibt mir so. Ich habe es jetzt so ein bisschen geschrieben, wie man es sagt. Es sieht ein bisschen komisch aus. Genau, der Coiffeur, der tut Haar schneiden, der tut Dauerwellen machen, der tut Haar färben und noch viele andere Sachen. Genau. Genau, kommt vom Französischen. In der Schweiz haben wir viele Wörter, wo wir anstatt vom Deutschen nehmen wir sie vom Französischen. Ein guter. Das kennt ihr sehr wahrscheinlich, ja. Das sagt mir viel. Ein guter. Wir sind ein bisschen faul. Wir sagen nur ein guter und wir sagen nicht Appetit. Oh, Ahmed, du bist gestern erst beim Coiffeur gsi. Ich hoffe, du bist zufrieden mit deiner Frisur. Ein guter miteinander. Habt ihr schon die Nacht gehabt? Nein? Oh, dann wünsche ich noch einen guten. Bon Appetit, genau, einen guten Appetit. Einen guten. Und dann kannst du sagen, danke gleichfalls. Ja, oder wenn dir jemand einen schönen Tag wünscht, dann kannst du auch sagen, danke gleichfalls. Einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Der Peter fastet heute. Am Sonntag. Du tust die Nacht nicht essen vielleicht. Ja. Meine Mann macht so Fasten. Er isst häufig keine Nacht und dann fühlt er sich besser. Malvin, du kannst beides sagen, einen guten oder einen guten.
Ich denke, im Raum Zürich oder so hört man mehr einen guten. Ein guter ist auch gut. Also auf Schweizerdeutsch gibt es häufig viele verschiedene Versionen, wie man etwas sagen kann. Hallo Milad, schön, dass du da bist. Hallo Hakuna, oh, du bist neu zugeschaltet. Coiffeur tönt wie ein Koffer. Ein Koffer. Koffer, Coiffeur. Aber wir sagen dem ein Koffer, dann ist es nicht mehr ganz gleich. Mhm. Genau. Machen wir weiter. Das nächste Wort sind Finken. Oder ein Finken, zwei Finken. Finken. Ich trage daheim immer Finken. Fast immer Finken. Das ist so ein bisschen, ist es eine Schweizer Spezialität oder ist es eine Schweizer Gewohnheit, dass wir Finken tragen daheim? Es gibt Finken, es gibt Vögel, die Finken heissen, aber wir reden meistens von Finken, die wir anziehen. Es ist eine Art von Schuhen. Du trägst auch Finken, Peter. Das ist eine Art von Schuhen, die wir tragen an den Füßen, wenn wir in einem Haus sind. Wenn wir in einem Haus sind, wenn wir nicht wollen, dass der Boden dreckig wird, wenn wir warme Füße möchten. Aber das Problem ist immer, wo sind meine Finken? Manchmal ziehe ich sie an, dann ziehe ich sie ab und ich muss fragen, wo sind meine Finken? Das gibt warme Beine. Wenn du, oder Füße, ja, vor allem im Winter ist es wichtig, dass man Finken anhat und dann warme Füße hat und nicht krank wird. Ja. Oder man kann auch warme Socken anziehen. Finken. Der Freitag. Finken sind Schuhe, die man im Haus anhat. Im Haus. Man geht nicht raus mit den Finken. Es sind Hausschuhe. Hausschuhe. Du trägst im Moment gerade Finken. Nein, Handschuhe sind Händchen. Scheng. Aber das ist für die Füße. An die Füße. Slippers, genau. Wissi, du hast das schon gekannt, Finken. Genau. Und jetzt gehen wir zum Freitag. Der Freitag ist ein Tag, einer der 7 Wochentage. Ich denke, ist der Freitag dein Lieblingstag? Hast du gerne Freitag? Oder hast du lieber Samstag oder Sonntag oder einen anderen Tag? Genau, Peter, Freitag. Er heisst zwar Freitag, also, aber meistens gehen wir noch arbeiten. Wir haben noch nicht frei. Am Freitag muss ich arbeiten. Aber am Freitag fängt das Wochenende an. Judi hui, heute ist Freitag. Judi hui, heute ist Freitag. Meistens, Milad, meistens ist es so, dass Hochdeutsch sehr ähnlich ist wie Schweizerdeutsch. Und dann erübrigt sich es fast ein bisschen zu schreiben. Aber du kannst schnell herausfinden, was das heisst auf Hochdeutsch. Genau. Die Anna sagt, die Deutschen sagen auch Finken. Vielleicht in gewissen Regionen, ja. Wir haben immer in der Schule gelernt, auf Hochdeutsch sagt man Hausschuhe. Und auf Schweizerdeutsch ist es Finken. Pantoffeln, genau. Mhm.
Freitag ist der Tag vor dem Wochenende. Habt ihr gerne Freitag? Sagt ihr auch, julihui, heute ist Freitag. Der Freitag ist leider schon vorbei, das Wochenende ist leider schon vorbei. Wir geniessen noch die letzte Stunde zusammen vom Wochenende. Das ist der beste Tag. Ja? Vielleicht geht ihr am Freitag in den Ausgang. Wissi, hast du Ferien am Freitag? Holiday ist Ferien. Hast du am Freitag Ferien gehabt? Freitag ist der 5. Tag der Woche. Leider ist der Freitag schon vorbei. Jetzt ist Sonntagabend und wir müssen uns vorbereiten für die neue Woche, für den Alltag. Hallo Kai. Ist alles in Ordnung in der Schweiz? Ja, es ist ein bisschen Ausnahmezustand in der Schweiz mit Coronavirus. Aber dafür haben wir Zeit zum Live-Chat zu machen. Oh, Chris, du schreibst Polnisch. Genau. Alle sind glücklich an diesem Tag. Am Freitag, sagst du an mir. Also, Freitag ist der beste Tag, meinte Peter und Simon auch. Am Freitag Feierabend. Wenn du Feierabend hast am Freitag, wenn du fertig gearbeitet hast, wenn du heim kannst gehen, dann fängt das Leben an. Ja? Dann ist es schön. Das ist die schönste Zeit nach dem Feierabend am Freitag. Also, das Füdli. Wir haben schon ein bisschen vom Füdli geredet. Mögt ihr euch noch erinnern? Ahmed, nein, ich habe nicht jeden Tag Live-Chat. Das wäre ein bisschen zu viel. Aber wir haben schon wieder Live-Chat, ein anderes Mal. Genau, Adina, arbeiten. Das ist gut, wie du das schreibst. Du Chris, du bist Pol. Ja, da habe ich gerade gesehen, du hast Hausfinken geschrieben auf Polnisch. Also, das Füdli. Habt ihr schon eine Ahnung, was das sein kann? Wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Du kennst das Wort nicht, Stefan. Ja. Wer kennt das Wort? Das Füdli. Ich sitze, meistens, wir sitzen alle auf dem Füdli. Genau. Peter, du hast recht. Das Füdli. Zum Beispiel, genau, Hintern. Oh, hallo Martha. Du kommst aus Mexiko. Dort sagt man vielleicht etwas anderes als Füdli. Ups. Da ist etwas mit dem Text nicht gut. Aber es sollte heissen, du am Baby das Füdli putzen. Ja, wenn man kleine Kinder hat, dann braucht man das Wort viel. Wenn man mit Erwachsenen ist, dann ist es eher tabu. Genau. Und ich habe früher den Kind viel Füdli putzt. Meine Mann hat das nicht so gern gemacht. Oh no, nein. Der Hestermeister. Der Friseur, das war der Coiffeur, da sind wir schon vorbei. Das Füdli ist dein Hinterteil, wo du drauf sitzt. Ja. Oder es gibt Kinder, wenn die Kinder sehr klein sind,
dann hat niemand etwas dagegen, wenn sie Viertel Blut badet. Am Meer oder so. Ja. Wenn sie grösser sind, dann müssen sie schon Badhosen anziehen. Genau. Also, gäbig. Gäbig ist das nächste Wort. Habt ihr gezählt, wie viele Wörter das wir schon hatten? Ich glaube, wir sind langsam... wir haben noch nicht die Hälfte. Aber wir haben noch viel Zeit. Ja, es gibt vielleicht besonders Frauen, die haben ein grosses Füdli. Olivia. Das kann man sagen. Genau, Chris. Du hast nicht fertig geredet, aber ich denke, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Was ist praktisch, Olivia? Ja, das war nicht gut. Vorher war nicht gut der Text. Aber ich glaube, jetzt ist wieder besser, oder? Raoul. Ach so, gäbig ist nutzvoll. Ja, das ist gäbig. Das ist vielleicht praktisch. Ja, ich kann das brauchen. Brauchbar. Hakuna, du findest den Schweizerdeutschkurs gäbig, vor allem weil er am Abend ist. Das ist gäbiger als am Tag. Am Tag musst du arbeiten, hast andere Sachen und hast weniger Zeit zum Mitmachen. Das ist gäbiger am Abend. Mhm. Genau, gäbig ist praktisch. Oi, Peter, ein grosses Viertel ist praktisch. Ich weiss nicht. Die Cartoons findest du schön. Unsere Zeichnungen. Okay, Kai. Es ist gäbig, wenn man noch ein Bild hat. Es ist gäbiger. Und unser Beispiel. Oh ja, Olivia, es ist gäbig, wenn man Homeoffice machen kann, anstatt ins Büro zu gehen. Vor allem in der heutigen Zeit. Du hast recht, das ist sehr gäbig. Das ist unsere Rettung in vielen Situationen. Ja. Deine Videos sind gäbig zum Schweizerdeutsch lernen, könntest du sagen, ja, Jen? Mhm. Oh, José ist noch gekommen. Du freust dich, dass wir das Livestream machen, ja? Gäbig. Schweizerdeutsch-Unterricht online ist so gäbig. Ich muss nicht von daheim weg. Ich kann absitzen, vielleicht kann ich noch einen Kaffee trinken oder vielleicht kann ich im Pyjama vor dem Bildschirm sitzen und Schweizerdeutsch lernen. Ja, das ist gäbig. Glätten. Glätten ist ein Verb. Wir machen das gehört zum Haushalten vielleicht, zu den Hausarbeiten daheim. Ich muss sagen, ich tue sehr, sehr selten glätten. Oh, Hakuna Matata meint noch, Online-Shopping ist gäbiger als persönlich einzukaufen. Es braucht weniger Zeit. Und vor allem heute ist es gäbig, man muss nicht aus dem Haus gehen, man wird nicht angesteckt. Ja, genau, Adina, Glätten, das ist mit dem Glätteisen, Iron, mit dem Glätteisen zum Beispiel Blusen oder Hemli, die Männer glätten Hemli. Hallo Karen, oh, du bist in Peru. Tust du auch glätten? Tust du viel glätten? Das ist vielleicht geglättet worden, das könnte noch sein. Ja. Aber die meisten Kleider tue ich nicht glätten. Olivia, du kannst nicht glätten. Glätten ist nicht gäbig. Es ist gäbiger, wenn man Kleider kauft, die man nicht glätten muss. Es gibt Kleider, die sind sehr unpraktisch, weil sie sehr leicht verkrugelt und so
zerknittert sind, verkrugelt. Und dann muss man sie viel glätten und das ist dann mühsam. Katja glättet auch nicht. Ja. Und du, Hakuna Matata, du kaufst gäbige Kleider, die du nicht glätten musst. Also du kaufst kein Hemdli. Genau, eigentlich glätten heisst glatt machen, ja? Dass es ganz glatt ist und kein, nicht verkrügelt. Ja, genau. Glätten, noch unser Satz. Tust du viel glätten? Ja. Ich glätte nicht viel. Mein Onkel, er ist Witwer und er tut nicht gerne glätten. Jetzt hat er so eine Maschine gekauft, dass er die Hemdli drauf tun und die dann blasen und dann die Hemdli so glätten. Ja, also er tut nicht von Hand alles glätten, aber er hat gleich schöne Hemdli. Das nächste Wort wäre dann Gipfeli. Sonst könnt ihr schon anfangen kommentieren für Gipfeli. Scheng, du glättest nicht viel, aber doch, wenn es muss sein, dann tust du glätten. Pedro, du meinst, Katja muss lernen glätten. Vielleicht kann sie es ja. Sie sagt einfach, sie macht es nicht. Ja, vielleicht kann sie ganz gut glätten. Aber ich denke, die Männer sind glücklich, wenn die Frauen ihnen ihre Hemdli glätten. Oder ist in der Zeit der Emanzipation das nicht mehr so? Die Frauen nicht mehr den Männern die Hemdli glätten? Ihr kennt die Gipfeli. Das Gipfeli, das kann man in der Bäck kaufen, genau mal wie ein Croissant. In den Bäckereien kannst du Gipfeli kaufen. Natürlich kannst du auch im Coop oder in der Migros vielleicht Gipfeli kaufen. Aber ich glaube, es lohnt sich, zum Bäck zu gehen und ein gutes Buttergipfeli zu kaufen. Oder es gibt Vollkorngipfeli. Oder die sind so Bogen, so knusprig, weich. Genau, 19K, du bist noch beim Glätten, beim Bügeln. Genau, das Hakuna Matata. Das Gipfeli passt perfekt zu meinem Sonntagmorgen. Genau, das ist mein Satz. Am Sonntag gibt es ein Gipfeli zum Morgen. Gibt es für jeden ein Gipfeli zum Morgen. Oder vielleicht 2 Gipfeli. Mit Konfi. Mit Konfi oder ohne Konfi, es ist beides gut. Oh, Simon, du musst deine Hemdli selber glätten. Deine Frau glättet nicht. Wenn du schöne Hemdli haben willst, du musst selber glätten. Okay. C'est la vie, könnte man sagen. Croissant, genau wie sie. Hast du gerne Gipfeli? Habt ihr gerne Gipfeli? Ich glaube, da habe ich ein paar gesehen. Sind wirklich sehr gut, Gipfeli. Und für spezielle Gelegenheiten. Also wir essen nicht jeden Tag Gipfeli. Das ist mehr so für Sonntagmorgen. Ja. Ein Gipfeli. Jetzt sind wir beim Wort umkehren. Oder kehren. Oder runterkehren. Habt ihr das schon gehört? Oh, du hast Männer, die mit dir mitfühlen, Simon. Amir, du nimmst am Sonntag auch ein Gipfeli mit einem Käfeli. Zum Käfeli ist ein Gipfeli sehr gut. Buttergipfeli sind ganz gut, genau. Ah, genau, Hakuna. Ich bin beim Skifahren umgekehrt. Umgekehrt. Also, vielleicht, hoffentlich nicht auf den Kopf gefallen. Wenn jemand sagt, oh, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, das heisst, ich bin nicht dumm. Ich bin nicht dumm, ich bin gescheit. Ich bin intelligent. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen.
Also mein Kopf funktioniert noch ganz gut. Also, oder ich kann sagen, pass auf, dass du nicht umgehst. Pass auf, da hat es etwas am Boden. Oder fahr nicht schnell mit dem Velo oder mit der Ski. Auf der Ski, fahr nicht schnell, sonst gehst du noch um. Wir sind immer noch bei den Schokogipfeli. Der Scheng isst gerne Schokogipfeli. Du hast einen Dachschaden. Du bist auf den Kopf gefallen, Gott. Ja, das ist eben dann, wenn man auf den Kopf geht, dann gehen viele Hirnzellen kaputt und dann ist man ein bisschen dümmer. Ich habe einen Dachschaden. Aber hoffentlich ist das nur zum Witz gemeint. Das ist nur zum nicht ernst gemeint. Umkippen. Also, Kippen ist mehr so ein bisschen, ja, zum Beispiel ein Abfallcontainer könnte ich umkippen oder so. Aber umkehren ist mehr fallen. Fallen. Ja. Oder zum Beispiel, wenn ich etwas in der Hand habe und dann das ist runtergefallen. Die Nasstücher sind runtergefallen. Ja, am Boden fallen. Oder umkehren ist dann einfach mit dem Velo, kann man zum Beispiel umkehren. Oder auf der Ski, beim Skifahren kann man umkehren. Und hoffentlich bricht man sich dann kein Bein. Umkehren ist mehr so umkehren. Ein Baum geht zum Beispiel um, wenn es fest windet. Dann fallen die Bäume um. Das ist mehr so eine runde Bewegung. Und runterfallen ist von oben gegen unten. Bumm. Runterfallen. Ja, wenn du zu viel getrunken hast und in der Straße rumtorkelst, dann kann es sein, dass du stürchelst, dass zum Beispiel den Rand der Straße nicht siehst und dann umgehst. Ja, das stimmt, Raul. Wenn du zu viel trinkst, aber dann musst du schon sehr viel trinken. Die Olivia geht um, wenn sie zu viel Wein mit dem Pedro trinkt. Ja, besser nicht so viel trinken. Sonst landest du am Schluss noch im Spital. Das ist ganz einfach. Grüezi. Grüß Gott. Das ist typisch schweizerisch. Wir sagen das sehr viel Grüezi, auch an fremde Personen, wenn wir zum Beispiel auf dem Land sind, wenn wir wandern. Ja, ich glaube, es kommt von Grüssen, Stefan, von Grüß geben. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Das ist so ein bisschen die Kurzform von ich grüße Sie. Und das ist guten Tag. Auch. Grüezi. Ja. Und in der Schweiz ist es der Brauch, dass man sich im Dorf, wenn es ein kleineres Dorf ist, oder wenn man auf dem Land ist, wenn man sich begegnet in den Bergen, am Wandern, dann grüßt man Leute und sagt «Grüezi», auch wenn man sie nicht kennt. Oder «Grüß sich». Genau, die Berner, sie sagen nicht «Grüezi», sie sagen «Grüß sich». Und vor allem, das ist so, weil die Berner, die tun nicht sitzen, «Grüezi, Frau Meier», «Was möchten Sie?», sondern sie tun ihre «Grüß sich, Frau Meier», was möchtet ihr? Sie sagen ihr, die Berner, als Höflichkeitsform. Darum sagen sie «Grüß sich». Aber viele andere Schweizer, die haben «sie» als Höflichkeitsform, so wie Hochdeutsch. Und dann sagen sie «Grüezi». Genau. Die «Grüezi» sind da. Oh, Walliser sagen «die Grüezi» sind da. Ich weiss gar nicht, wie die Walliser richtig sagen. Grüß sich. Grüß sich.
Ahmad, bügeln. Was bedeutet Gegenteil schaffen? Nein, ich gehe bügeln, das heisst auch schaffen, Ahmad. Das ist nicht das Gegenteil von schaffen, sondern das ist ein Synonym. Ich gehe bügeln. Das sagen die Berner vielleicht auch mehr. Scheng, du sagst nicht Grüezi. Hast noch ein bisschen Hemmungen. Oder vielleicht kannst du Grüßig sagen. Genau, der Buschauffeur, der kann sagen, kann sein, dass der seine Passagiere grüßt und sagt Grüezi miteinander. Genau. Grüezi miteinander. So. Oh. Grüezi miteinander. Bügeln ist Berndeutsch auch. Ich weiss nicht, ob es nur Berndeutsch ist, aber ich habe auf jeden Fall viele Berner gehört, das sagen. Ja. Büzen, bügeln, schaffen, das ist ähnlich. Das nächste Wort ist «gsi». Das kommt sehr häufig am Ende des Satzes und viele Leute, manchmal sind sie irritiert. Was heisst das «gsi»? Schweizer Höflichkeit, genau. Das ist wichtig, dass man einander grüßt. Es ist wichtig auch, dass man, wenn man irgendwo ein Apero hat oder etwas, dass man einander «Ade» sagt. Man geht von Person zu Person und schüttelt die Hand oder vielleicht gibt man jetzt den Ellenbogen. Ja. Genau, Hakuna Matata, das ist ganz einfach, das ist gewesen und das kommt meistens am Schluss vom Satz. Oi, da hat jemand nicht aufgepasst beim Ding machen. Ich habe da geschrieben, ich bin noch nie auf einem Jungfraujoch gsi. Und du? Ich bin noch nie auf einem Jungfraujoch gsi. Also vor allem in der Schweiz haben wir nur perfekt. Wir haben kein Präteritum. Also wir können nie «wer» sagen. Wir müssen immer sagen «ich bin gsi». Ja, oder «du bist gsi» oder «er ist gsi». «Wer» gibt es nicht. Darum kommt das so häufig vor. Ahmad, du hast von Zecki gehört. Zecken. Ich hoffe, du meinst nicht Zecken, die Insekten, die da kommen, Blut saugen. Francesca, grüezi wohl, Frau Stirnimann. Sagen Sie, wo leben Sie, wie geht es Ihrem Mann? Das ist ein alter Song, den du manchmal gesungen hast. Okay. Grüezi wohl, Frau Stirnimann. Sagen Sie, wie leben Sie, wie geht es Ihrem Mann? So irgendetwas, ja. Ich war beim Arbeiten. Oder ich war am Arbeiten. Genau. Das war ein gutes Beispiel, dieser Song, ja. Ah, Hakuna Matata, du bist auf dem Jungfraujoch gsi. Schön. Ich hoffe, du hast schöne Aussicht gehabt, du hast schönes Wetter gehabt. Ah, Zecki ist bekannter Influencer. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Malvin, du bist auch noch nicht auf dem Jungfraujoch gsi, weil das ist sehr teuer. Ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Problem. Wenn ich aufs Jungfraujoch gehe, möchte ich gerne mit meiner Familie gehen. Und wir sind 6 Leute. Ja. Scheng, du bist 5 Jahre in Deutschland gsi. Schön. Und 19 du bist auch noch nie auf dem Jungfraujoch gsi. Ich glaube, einmal im Leben sollte man vielleicht gehen. Oder vielleicht auch nicht. Man kann auch auf andere schöne Berge. Scheng, das Jungfraujoch, das ist der Ort, wo die höchste Bahn aufgeht auf Europa. Das ist so, das Joch ist zwischen 2 Bergen. Das ist so der Pass so quasi.
zwischen zwei Bergen. Und das Jungfraujoch ist zwischen der Jungfrau und dem Mönch. Echt. Zwei Berge. Und dort fährt eine Bahn rauf und es ist die höchste Wetterstation von Europa. Und du kannst dort die Bahn fährt durch die Eiger Nordwand, also es ist sehr spektakulär und schön. Und man hat eine schöne Aussicht. Amat, nein, ich kenne den Zeki nicht, aber ich muss nachher noch googlen und schauen, was er da sagt und macht. Mhm. Das Jungfraujoch ist nicht im Luzern, das ist im Berner Oberland. Also man geht von Grindelwald, glaube ich, geht die Bahn rauf, über Wengen aufs Jungfraujoch. Oh, Olivia, du bist in Barcelona gsi. Schön, Barcelona ist auch eine schöne Stadt. Genau, sie sagen Eli Banane. Sie sagen, Jungfrau Joch ist Top of Europe. Genau, das ist ihr Werbeslogan. Also der höchste Punkt von Europa, wo du mit dem öffentlichen Verkehr oder mit der Bahn kannst raufgehen. Und die höchste Wetterstation. Und es gehen sehr, sehr viele Touristen aufs Jungfrau Joch. Wissi, du verstehst gsi noch nicht. Gsi ist I have been, ich bin gsi. Been auf Englisch. Das heißt, ich bin gewesen. Das ist zum Vergangenheit vom Verb sein machen. Ich bin gsi, das ist die Vergangenheit von sie. Ja, es ist schön, oder? Es ist schön gsi. Genau. Schweizer brauchen viele englische Wörter, sagst du, Simon. Das stimmt, das ist in Englisch zu reden. Also vor allem junge Leute, ihre Sprache ist gespickt mit englischen Wörtern. Ja, man kann auch Deutsche dafür finden, aber es ist cooler, Englisch zu reden. Und das sieht man in der Werbung auch. Ja, in der Werbung braucht eben Top of Europe oder so, wird Englisch gebraucht. Gern. Genau, schön. Ich war in Basel und in Interlaken. Schön. Das ist zum Perfekt machen, zum Vergangenheit. Sagen, was war. Eben. Wir brauchen wir gsi. Wow, Jean, du bist schon zweimal auf dem Jungfraujoch gsi. Super. Schön. Nächste Wort ist das Gutzli. Ja, meine Eltern und meine Familie haben einmal einen Ausflug gemacht aufs Jungfraujoch und schöne Fotos geschickt. Aber leider konnte ich nicht dabei sein. Ich war nicht dabei gewesen. Das Gutzli. Gutzli muss man backen. Man kann sie auch kaufen. Genau, Katja. Akuna, du tust gerne Gutzli backen. Schön. Sie sind meistens süß. Mit mehr oder weniger Zucker. Eli Banane, deine Mami macht die besten Gutzli. Schön. Vor allem vor Weihnachten ist so die Gutzli-Zeit. Dann tun die Leute gerne gutzeln. Also man kann sogar ein Verb machen daraus. Anstatt zu sagen Gutzli backen, sage ich gutzeln. Wir haben gestern gutzelt. Also das heisst, meine Tochter hat gestern Schoki-Gutzli gemacht. Sie hat gestern gutzelt. Es gibt Schoki-Gutzli, Nuss-Gutzli, Mailänderli. Oh, sehr gut sind Spitzbuben. Kennt ihr Spitzbuben? Das sind auch Gutzli. Das sind so wie Sandwich, also 2 normale so Buttergutzli mit Konfi dazwischen. Ja, das sind Spitzbuben. Die Lösung.
Aha, Hakuna, du meinst, egal was das Problem ist, Guetzli sind die Lösung. Also mit Guetzli ist das Leben einfacher. Ich kann Guetzli essen und dann sieht die Welt wieder besser aus. Und Katja, du backst auch gerne Guetzli in der Winterzeit. Mhm. Im Sommer haben wir viel Früchte und Gemüse und so. Und vielleicht brauchen wir weniger Guetzli. Oder ich kaufe sie dann, wenn wir sind aktiver, wir sind draussen und wir haben weniger Zeit zum Guetzeln. Okay, herzig, das nächste Wort, herzig. Schnüssig. Jö. Kennt ihr das Wort? Das ist der herzig. Ah, Adina, du bist sehr herzig. Okay, danke vielmals. Meistens reden wir auch von kleinen Kindern, von Babys. Jö, das ist der herzig. Herzig ist schlecht? Nein, Amir. Das ist nicht schlecht. Die Kuh ist herzig. Eine grosse Kuh, dann sagt man nicht unbedingt, dass sie herzig ist. Aber vielleicht ein kleines Kälbchen, ja. Oder das Büsi. Oder wenn das Büsi Junge hat, kleine Babybüsi, dann nachher kann man sagen, jö, das Büsi ist so herzig, so süß, so schnüssig. Oh, ja, genau, schön. Herzig ist süß. Also es hat etwas vielleicht mit dem Herz zu tun. Wenn wir das sehen, dann wird unser Herz wärmer. Ja. Büsi sind herzig. Genau, man kann sagen, anstatt sehr herzig, kann man sagen, Büsi sind herzig. Das ist sehr liebevoll, das Wort. Aber es ist nicht, herzig ist nicht Synonym von liebevoll, es ist mehr Synonym von schön. Also, ja. Bern ist die herzigste Stadt der Schweiz. Das würde ich vielleicht nicht sagen. Vielleicht die schönste Stadt oder die lieblichste Stadt der Schweiz. Aber herzig ist mehr etwas, das klein ist. Und Bern ist sehr gross. So Babys sind herzig. Oder vielleicht eine Zeichnung, die ein Kind macht, ist herzig. Oder eben kleine Tiere, Büsi, Kätzchen, junge Tiere sind herzig. Ja. Aber vielleicht von Bern würde ich jetzt nicht sagen, das ist herzig. Bern. Nein, Olivia, Fribourg in der Schweiz, Schweizer Fribourg, ist sehr schön. Es ist eine schöne Stadt, eine liebliche Stadt, wundervolle Stadt. Ja, aber eine Stadt mit Charme, könnte ich sagen, aber herzig vielleicht weniger. Hauptsächlich es ist das Gleiche. Ja, ich denke, man würde verstehen, dass herzig schön meint. Adina, dir gefällt das Wort herzig. Schöne Sprache, ja. Schweizerdeutsch ist herzig. Oder es ist herzig, wenn jemand Schweizerdeutsch redet. Auch wenn wenn die kleinen Kinder so anfangen zu reden, dann sagen, oh, das ist so herzig, wie er das sagt. Ja. Oder wenn ein Ausländer versucht, Schweizerdeutsch zu reden, dann kann man auch sagen, oh, das ist herzig. Schau mal, er versucht, Schweizerdeutsch zu reden. Lauterbrunnen ist herzig. Ich würde jetzt von Orten nicht unbedingt sagen, sie sind herzig. Auch wenn Lauterbrunnen kleiner ist als Bern. Aber ja. Dein Dialekt ist herzig, das kann man sagen. Das nächste Wort, das ich schon aufschalte, das ist laufen. Schön, ich bin sehr herzig. Schade, dass wir die nicht sehen. Ja. Das ist halt so beim Livestreamen. Können wir die anderen nicht sehen. Also, laufen.
Ich gehe gerne laufen. Genau, Adina, im Gegensatz zu Hochdeutsch ist das einfach wirklich laufen, langsam laufen, nicht rennen, nicht springen. Ich gehe laufen zu saufen. Ich gehe laufen zum saufen. Ich weiss nicht, es reimt sich nicht so ganz. Saufen kannst du Bier saufen oder einfach, wenn du sehr Durst hast, dann tust du Wasser saufen oder so. Aber es reimt sich nicht so gut. Aber du kannst in die Berge laufen, wandern oder einen Spaziergang machen. Das ist auch Laufen. Oder du kannst zu Fuß arbeiten vielleicht. Wenn du keinen weiten Arbeitsweg hast, dann kannst du laufen, anstatt dass du mit dem Velo gehst oder mit dem Tram oder mit dem Auto. Ich gehe laufen. Genau, kannst du sagen, ich gehe laufen. Oder sie läuft allein heim. Sie läuft allein heim. Manchmal in der Nacht, wenn es keinen Bus mehr gibt, wenn es schon fertig ist, sehr spät ist, dann muss man manchmal heimlaufen. Wir haben in Marli gewohnt, das ist etwa 3-4 Kilometer von Freiburg. Und wenn der letzte Bus schon gefahren ist, dann haben wir halt heimlaufen. Oder ein Taxi nehmen oder so. Oder mit dem Velo heimfahren. Ja. Hallo Mustafa. Also laufen ist gemütlich laufen. Zu Fuß gehen. Ja, nicht springen. Wenn kein Tram mehr fährt, dann musst du heimlaufen. Genau. Oder es gibt so Apps, die Schritte zählen. Sie zählen, wie viel dass du laufen. Und dann manchmal gibt es eine Information, also dass du dein Ziel noch nicht erreicht hast und dann musst du wieder aufstehen und weiterlaufen. Ja, dass du dein Ziel von 6'000 Schritten pro Tag oder so erreichst. Du kannst auch sagen, genau, mein Laptop läuft nicht, also er funktioniert nicht, es geht nicht. Genau, von Maschinen laufen auch. Du laufst gerne, Olivia. Du bist gerne zu Fuß unterwegs. Pedro meint, du kannst Taxi sparen, wenn du zu Fuß laufst. Wenn es nicht so weit ist, dann lohnt es sich zu laufen und dann hast du ein bisschen mehr Geld, das du für andere Sachen ausgeben kannst. Langsam laufen. Lädeln. Genau, Olivia. Lädeln ist einkaufen. Vielleicht, aber einkaufen, du tust vielleicht nicht unbedingt, manchmal geht man auch lädeln und schlussendlich kauft man nichts, weil man nichts sieht, was einem gefällt. Ja, Lädeln ist so ein Einkaufen für Kleider, für Geschenke, Spielsachen, so Sachen, die man nicht braucht, weniger Esswaren. Also man geht so von Laden zu Laden, zum Beispiel zu Bern, wo man da unter diesen Läubchen laufen kann. Und es hat ganz viele Läden. Und man sucht etwas, das einem gefällt, aber manchmal weiss man nicht genau, was man sucht. Ja, man hat Zeit, man schlendert durch die Strasse, man geht ein bisschen in die Läden. Läden so für Kleider. Mit einer Freundin, meistens geht man mit jemandem zusammen lädeln. Das ist viel interessanter, als wenn man allein lädelt. Also von Laden zu Laden schauen, ob es etwas hat, was mir gefällt. So. Posten. Man kann auch sagen Posten, aber Posten ist häufig auch eben so für den Alltag. Das Essen, ich gehe das Essen posten oder ich muss noch... dann hast du so eine Liste, und was du alles musst posten. Ja? Und du gehst ganz zielgerichtet und bewusst, ich brauche das, und dann gehe ich posten. Und Lädeln ist mehr so, wenn du viel Zeit hast, am Wochenende, shoppen, einkaufen. Du musst einkaufen, Scheng. Chamaria.
Kremmerle. Hamada. Kremmerle. Ja, Kremle ist so, wir Kinder haben manchmal kremelt am Bahnhofkiosk. Zum Beispiel so Ketschgummi gekauft, Süßigkeiten und so. Dem haben wir Kremle gesagt. So, eben Sachen, die man nicht so braucht. So, oder Gänkele haben wir dem manchmal auch gesagt. Wir gehen Gänkele, also so das Geld ausgeben für kleine Süßigkeiten und Sachen, wo einfach zum Spass, aber wo eigentlich nicht unbedingt nötig ist. Okay. Aber Kremle ist ein gutes Beispiel. Danke, Hamada. So Kremle ist so mehr so, eben so Süßigkeiten oder wenn du Kind Sackgeld haben und dann gehen sie kremlen, vielleicht irgendein Mars kaufen oder ein Ketschgummi oder so. Kommst du mit mir lädeln? Ja, lädeln allein ist nicht so lustig. Vor allem Frauen machen das gerne mit anderen zusammen. Ja, das ist so mehr eine Freizeitaktivität. Das nächste Wort ist hören. Hören. Zuhören. Es ist wichtig, dass man gut zuhören kann. Ja. Ihr hört jetzt schon seit über einer Stunde zu, fast 1,5 Stunden. Genau, hören. Ich höre zwar, aber ich höre nicht viel. Bei mir ist Stille, bei mir ist Ruhe. Genau, Hakuna, du hörst mir zu. Ihr hört mir zu. Ich bin die redet. Ihr seid stumm. Ihr könnt nur schreiben. Ja, also hören. Zum Beispiel Musik hören. Ja, es gibt viele Leute, die haben als Hobby Musik hören. Oder ich kann sagen, lass mir gut zu. Ich sage dir jetzt etwas Wichtiges. Also, tu mir in die Augen schauen und lass mir gut zu. Morgen musst du am 6 Uhr aufstehen, weil dein Zug am 7:15 Uhr fährt oder so. Lass mir gut zu. Wenn ich etwas Wichtiges sagen will, dann kann ich zuerst sagen, lass mir gut zu. Genau. Das ist wichtig für eine gute Kommunikation. Ja. Genau. Ihr schaut, Schenk, du bist mir gerade zuvor gekommen. Schauen. Ich schaue dir zu. Zuschauen ist auch so gezielt schauen und beobachten. Schauen ist einfach mit den Augen schauen, umschauen. Ja? Aber zuschauen ist ganz konkret. Ich schaue zum Beispiel gerne meinen Kindern zu, wenn sie spielen. Ja? Oder ich schaue den Bauarbeitern zu, wie sie arbeiten. Wir haben hier gerade ein Haus, das gebaut wird nebendran. Und es hat viele Bauarbeiter. Und ich schaue gerne zu, was sie machen. Schauen. Hast du meinen letzten Livestream geschaut? Das ist meine Frage an euch. Habt ihr schon meinen letzten Livestream geschaut? Jetzt haben wir eine kleine Pause gehabt. Und dafür ist das heute ganz ein langer Livestream. Genau, du kannst fragen, Hamada, was für Musik hörst du? Ich höre meistens, was die anderen in meiner Familie anstellen. Also, manchmal haben wir Swiss Jazz Radio oder so, das keine Reklame hat. Aber ich höre auch gerne so christliche Lobpreismusik. Wenn ich anstelle, dann ist es häufig so etwas. Leider hast du mich verpasst. Ich weiss nicht genau, was du verpasst hast, Hakuna. Vielleicht bist du ein bisschen später gekommen
und du hast den Anfang vom Film verpasst. Ah, nein, du hast den letzten Livestream verpasst. Genau, ich habe doch eine Frage gestellt. Und Amir hat gearbeitet das letzte Mal. Das letzte Mal war, glaube ich, an einem Montag. Über den Coronavirus, ja. Also über das Anstecken und so. Genau. Von wo sind bitte? Von wo? Ich verstehe deine Frage nicht ganz, Francesca. Von wo? Wo war der Livestream oder so? Naja, hast du meinen letzten Livestream geschaut? Also wir können Fernsehen schauen oder YouTube-Film schauen und ganz viele andere Sachen, Netflix schauen. Heute haben wir sehr viele Möglichkeiten. Oder wir können einfach schauen, was passiert. Abwarten und schauen, was passiert. Jetzt mit dem Coronavirus müssen wir ein bisschen daheim sitzen und abwarten und schauen, wie sich die Situation entwickelt. Ja. Manchmal haben wir einen Livestream. Cekata, du sagst, Francesca fragt, wo ich gerade sitze, wo ich bin. Ich bin eine Auslandschweizerin. Ja. Ich wohne dort, wo mein Mann aufgewachsen ist. Und zwar ist das in Polen. Und ich unterrichte Schweizerdeutsch über Internet. Und ich musste selber Polnisch lernen da. Also ich bin im Büro, genau. Ich habe da mein Büro. Und es ist ganz, ganz weiss. Oder ich bin da im Internet, weil mein Sohn mich da so gut ausgerüstet hat. Und ich kann eintauchen in die Filme und man sieht nicht, wo ich bin. Manchmal. Ab und zu, genau. Ab und zu. Schaust du manchmal auch YouTube-Filme von mir? Manchmal. Manchmal schaue ich ein bisschen zu viele YouTube-Filme. Und ich vergesse, andere Sachen zu machen. Aber zum Glück nur manchmal. Manchmal. Was macht ihr manchmal? Manchmal machen wir Fehler. Manchmal machen wir Fehler und dann müssen wir wieder das richtig machen. Ja. Ist, glaube ich, klar. Manchmal ist es langweilig beim Arbeiten, Hakuna Matata, genau. Manchmal ist es langweilig beim Arbeiten. Häufig ist es interessant. Ja, Olivia, du verstehst manchmal Schweizerdeutsch. Manchmal verstehe ich schon ganz viel Schweizerdeutsch. Ja? Oi, Olivia, du machst nie Fehler. Mhm. Ja. Es gibt Leute, die machen nie Fehler. Die sind perfekt. Manchmal hat schon jemand geschrieben, Hadi, das ist manchmal. Manchmal. Ja. Merci vielmals. Merci vielmals. Anstatt zum sich bedanken, kann man auch sagen, merci vielmals. Dankeschön. Das kommt vom Französischen wieder, Francesca. Ja, wir können sagen, merci vielmals für deine Hilfe. Genau. Merci vielmals, dass ihr zuschaut und mitmacht und schreibt. Ja, dass ihr mit mir chattet. Merci vielmals für eure Beiträge.
Amir, du verstehst manchmal Schweizerdeutsch, aber du kannst nicht reden. Vielleicht musst du anfangen, allein daheim laut wiederholen. Ja? Wenn wir Livestream haben oder so, oder wenn du einen Film schaust, dass du das laut sagst, dann gewöhnst du dich daran, das zu sagen. Und dann hast du vielleicht weniger Angst, etwas zu sagen, wenn du mit den Leuten zusammen bist. Oder du kannst anfangen, vielleicht Schweizerdeutsch singen. Es gibt viel Schweizerdeutsche Musik. Genau, merci vielmals. Gut, bitte ist gern geschehen. Es ist schön, dass ihr da sind. Okay, man sieht sich. Man sieht sich. Also, das heisst, bis bald oder so. Ja, man sieht sich. Ja, wenn du gehst ins Büro oder am Abend heimgehst, dann sagst du, man sieht sich, tschüss, bis bald. Olivia, du tust auch laut wiederholen. Das ist gut, das machst du manchmal, genau. Das ist gut, sonst kommt es einem sehr fremd vor, wenn man sich hört, Schweizerdeutsch reden und das nie macht, ja, dann ist man selber schockiert. Mhm. Genau. Okay, wir machen weiter. Ich sehe schon langsam das Ende. Etwas. Kennt ihr das schon? Etwas. Das ist auch ganz typisch schweizerisch. Es ist schön, wenn ihr etwas dazu schreibt, zu dem Wort etwas. Genau, etwas. Etwas. Oder man kann auch sagen jemand, dann ist es eine Person. Ja. Ich möchte auch noch etwas sagen. Moment, ich möchte auch noch etwas sagen. Ich möchte meine Meinung sagen. Möchtest du etwas Kleines essen? Ja. Möchtest du etwas essen? Genau, etwas ist gut. Etwas Gutes. Wir haben etwas ganz Gutes gegessen in diesem Restaurant. Aber du kannst nicht sagen, etwas süß. Das war ein bisschen süß oder ein bisschen gut oder so. Du kannst sagen, wir haben etwas Süßes gegessen. Im Gegensatz zu etwas Salzigem. Im Restaurant haben wir nur etwas Süßes gegessen. Wir haben nicht ein ganzes Menü genommen. Ja. Wow, genau, Hakuna Matata. Du hast Lust auf etwas Süßes. Wir sind schon lange am Arbeiten und am Reden. Ich glaube, das ist sehr... Es kocht vielleicht im Kopf, ja. Ihr habt so viel Schweizerdeutsch gemacht, ja. Und jetzt hast du Lust auf etwas Süßes. Ein bisschen. Nein, nicht unbedingt ein bisschen. Hamada. Einfach etwas. Something. Ja, etwas. Es wäre gut, wenn wir alle reden könnten, ja. Wenn ich Webinar mache, dann schaue ich, dass am Schluss die Leute ein bisschen reden können, aber leider mit Livestream ist das nicht gut möglich. Und dann kannst du nicht reden, musst daheim selber für dich ein bisschen üben reden. Kannst du mir etwas empfehlen? Könnte man auch fragen, ja. Kannst du mir etwas empfehlen? Im Restaurant zum Beispiel, oder kannst du mir einen guten Wein empfehlen? Was würdest du mir empfehlen? Oder natürlich haben wir auch jemanden. Das ist etwas, was ich träume jeden Tag, weisst. Du träumst jeden Tag vom Schweizerdeutsch reden zum Beispiel. Ja. Jemand hat gesagt, also wenn ich nicht weiss, wer, oder ich will nicht sagen, wer, dann sage ich, jemand hat einmal gesagt, Übung macht den Meister. Keine Ahnung, wer das war, der das als erstes gesagt hat. Jemand. Eine Person, die ich nicht kenne. Jemand.
Ah, Francesca, ja genau, du grüssest uns. Hättest du gerne etwas zum Essen, Malvin? Genau, das kannst du gut sagen. Mhm. Oder ich habe gestern etwas Interessantes im Fernsehen gesehen. Eine interessante Sendung gesehen. Jemand hat mir angerufen, genau. Hakuna, du kannst sagen, jemand hat mir gestern angerufen, irgend so. Vielleicht so, und hat dir etwas verkaufen über das Telefon. Mhm. Ach, ihr habt immer noch Weingeschichten da, Pedro, nur Weisswein. Ich habe ja gefragt, welchen Wein das du mir würdest empfehlen. Und du würdest mir Weisswein empfehlen. Das nächste Wort ist Pfüseln, schlafen. Man kann auch sagen Pfusen. Ich gehe pfusen. Pfüseln braucht man häufig mit Kind. Also, oh, schau, wie schön, dass er pfüselt. Oder, jetzt musst du aber pfüseln. Ja, das ist so herzig schlafen. Komm, Schätzli, es ist Zeit zum Pfüseln. Ja. Oder, wenn man mit Erwachsenen redet, dann redet man mehr von Pfusen. Aber mit Kind kann man gerne sagen Pfüseln. Ja, und es gibt viele Verben, die man mit «elle» machen. Wenn die Kinder gehen pfüseln, habe ich Zeit zum Käfeln. Einen Kaffee trinken. Die Olivia empfiehlt einen roten Wein vor dem Pfüseln. Hadi, wenn du möchtest Schweizerdeutsch lernen, dann kannst du zum Beispiel auch dich einschreiben für ein Webinar von mir. Und das ist da unten. Oder du kannst Film schauen, den ich habe auf meinem YouTube-Kanal. Genau. Komm, Schätzli, es ist Zeit zum Pfüseln. Ja, es ist schon bald 10 Uhr. Ich hoffe, ihr habt noch Energie. Wir machen noch ein bisschen weitermachen. Meine Liste ist noch nicht ganz fertig. Und sonst müsst ihr halt pfüseln, aber es wär schön, wenn ihr noch bei mir bleibt. Posten. Genau, von dem haben wir schon geredet. Beim Lädeln. Genau. Wir gehen posten, einkaufen. Ja. Ich muss schnell ins Dorf Anken posten. Wir haben keine Anken mehr oder Milch. Ja. Ich muss heute noch posten. Oder ich gehe nur einmal pro Woche posten. Aber dafür mache ich grossen Einkauf. Ich poste viel. Ich poste immer viel aufs Mal. Mein Mann postet immer viel weniger. Ich gehe posten. Pedro, es ist nicht ganz Lädeln. Posten ist mehr so in die Migros posten. Milch und Käse und Brot und Teigwaren und solche Sachen. Ich muss manchmal auch irgendwie Schuhbändeln posten, also nicht nur Essen, aber so Alltagssachen. Und Lädeln ist mehr so Freizeitaktivität, wo ich schaue, was es gibt in den Geschäften. Genau, du kannst Anken posten und Brot posten und so weiter. Also machen wir weiter. Der nächste Text, das nächste Wort ist Poulet. Das Poulet. Ich habe es jetzt auf Schweizerdeutsch geschrieben, wie man sagt. Man könnte es auf Französisch schreiben. Es kommt vom Wort la poule, also das heisst ein Huhn. Genau. Schenk posten ist so einfach einkaufen, so für jeden Tag. Essen, trinken, Haushaltsartikel und solche Sachen. Und Lädeln ist mehr Freizeitaktivität. Kleider kaufen. Wenn ich lädeln, dann kaufe ich vielleicht eine Bluse oder eine Hose oder Schüpp oder ein Geschenk. Du kommst immer noch nicht raus. Vielleicht checkst du es mit der Zeit, vielleicht musst du es noch ein bisschen
verdauen. Genau. Adina, du antwortest schon aufs Poulet. Das ist Poulet-Fleisch. Wir reden meistens von Fleisch. Die Pouletbrust ist dein Lieblingsfleisch, Olivia. Guggeli, Guggele. Hamada, ich weiss nicht ganz, was meinst. Meinst du Güggeli? Güggeli sagt man auch diesen kleinen Hühnchen. Güggeli-Fleisch vielleicht, aber wir reden viel von Poulet-Fleisch. Poulet. Für Curryreis braucht man Poulet-Fleisch. Ja. Ich mache meistens Curryreis mit Pouletfleisch. Und das hat meine Familie sehr gern. Olivia, ich glaube, Hamada hat Güggeli gemeint. Güggeli sind eben kleine, junge Hühner. Und das ist eigentlich, man könnte auch sagen, Güggeli-Fleisch. Aber meistens sagt man Pouletfleisch. Genau, das ist Geflügel. Also Geflügelfleisch ist Truthahn und Poulet und Ente zum Beispiel, das ist Geflügel. Ja. Genau. Das Puff. Ihr seht, dass ich da gar nichts habe. Es ist alles ordentlich. Da ist ein weißer Hintergrund und ich bin da. Aber ich muss gestehen, eigentlich ist es recht Puff in meinem Büro. Habt ihr auch ein Puff daheim? Habt ihr auch ein Puff? Ich könnte sagen, was ist das für ein Puff da? Genau, ein Mess. Was ist das für ein Puff da? Leider tut meine Familie immer alles in mein Büro, dass es schön aufgeräumt ist in den anderen Zimmern. Also manchmal ist ein grosses Puff in meinem Büro. Ja, aber du kannst ein Puff haben, aber lieber nicht ins Puff gehen. Ja, das ist etwas anderes. Wenn du ins Puff gehst, das machen manchmal Männer, dann ist das nicht so schön. Olivia, du hast ein grosses Puff in deinem Auto. Du viele Sachen mit dir herumchauffieren. Der Pedro, du hast ein grosses Puff im Zimmer. Heute war Sonntag, dann tut man nicht aufräumen. Am Sonntag macht man Pause. Es gibt auch noch den Auspuff, aber das ist etwas anderes, Hamada. Das ist hinten beim Auto, wo der Rauch rauskommt und das Abgas rauskommt. Hinten. Und das ist der Auspuff. Ja? Also das stinkt. Ja, du tust lieber nicht in der Garage das Auto laufen, weil dann aus dem Auspuff das Gas rauskommt und dann verstickst du noch. Olivia hat ein grosses Puff in der Küche, wenn sie Poulet kochen. Genau. Manchmal ist es eine Kunst, dass die Köche so gerade vorzu aufräumen, vorzu putzen, dass es keinen Puff gibt. Manchmal ist es ein riesiges Stellage in der Küche, ein grosses Puff, wenn jemand kocht. Ja. Ein Puff zum Grillen. Nein, Malvin. Ein Puff kann man nicht grillen. Eben ist Unordnung. Wenn du viele Sachen hast, die rumliegen, dann ist das ein Puff. Wenn die Sachen nicht versorgt sind. Amir, du hast ein Puff bei den Hausaufgaben. Ich weiss nicht. Vielleicht, wenn alle Bücher überall rumliegen und so, dann hast du einen Puff. Aber wenn du ein Durcheinander hast im Kopf, dann hast du ein Knusch, ein Durcheinander im Kopf. Vielleicht, wenn du verwirrt bist. Aber
Ja, vielleicht hast du einen Puff auf dem Tisch, wenn du alles auspacken und deine Sachen nicht findest, vielleicht im Schulsack musst du suchen. Also, ich habe einen Puff. Das Ross. Wir haben schon von Ross geredet, einmal. Auf dem Bauernhof hat es Ross. Das ist auch ganz etwas anderes als auf Hochdeutsch. Kennt ihr das schon? Rössli. Es gibt ein Restaurant, die heissen «Zum Rössli» zum Beispiel. Aber das heisst eigentlich... meine Tochter hat gerne Ross. Sie tut reiten, genau, Pferd, ja. Sie tut reiten. Also, wir müssen nicht sagen Rössli reiten, wir können einfach sagen reiten. Wenn wir Rössli reiten machen, ist das mit den kleinen Kindern auf dem Schoss und sagen Rössli, Rössli reiten. Ja, dann machen wir Rössli reiten, aber auf der Ross tun wir reiten. Leider ist das auch nicht gut geschrieben da. Das habe ich nicht gesehen vorher. Tut mir leid. Ross ist kein Salat. Nein, Mustafa. Du kannst Rossfleisch vielleicht essen. Es gibt Leute, die haben sehr gerne Rossfleisch. Ich persönlich esse es nicht so viel. Ich habe es auch schon gehabt, es ist gut, aber ich habe gerne Ross. Ich tue nicht so gerne Rossfleisch essen. Aber ich habe letztes Jahr versucht zu reiten und das war lustig. Ja. Dann kommen wir zum Rüebli. Genau. Rüebli sind gesund, sind klein, orange. Sie wachsen im Boden. Olivia findet auch, Rossfleisch ist nicht so gut. Nein, ich habe das Gefühl, der Geschmack des Fleisch ist eigentlich gar nicht schlecht. Genau, Cecata und Hamada. Rüebli. Es gibt eine gute Rüebli-Torte, habt ihr das gewusst? Oh, Terry, du hast einen Saupuff bei dir daheim. Genau, das kann man sagen, ein Saupuff. Es sieht aus wie im Saustall. Dort, wo die Säue wohnen, im Saustall. Die Aargauer Rüebli-Torte ist mein Lieblingskuchen. Ich habe sehr gerne Rüebli-Kuchen, Rüebli-Torte. Und ihr? Habt ihr gerne Rüebli-Torte? Habt ihr das schon gegessen? Das ist, glaube ich, eine Schweizer Spezialität, dass man Rüebli-Torte macht und das nicht nur als Gemüse isst am Mittag. Ja. Was ist euer Lieblingskuchen? Habt ihr einen Lieblingskuchen? Aargauer Rüebli-Torte ist auch mit Nüsse, mit Rüebli und Nüsse und Eier, Zucker, Mehl. Cecata, du hast noch nie Rüebli-Torte gegessen. Wenn es ein Rüebli-Kuchen ist, dann nachher ist es einfach mit Glasur oben drauf. Und wenn es eine Torte ist, dann kann es noch Creme drin haben. Und das ist süß, also es ist ein Dessert. Und du hast Käseküchli schon gehabt. Im Käseküchli hat es kein Rüebli. Aber die sind auch gut. Das sind so kleine Küchli und oben drauf ist Käse, unten ist ein Teig und oben ist Käse. Ah, Schenk, du hast gerne Schwarzwälder Torte. Das ist auch sehr gut. Mit Schokobiskuit, Rahm und Kriesi. Ja, das ist deine Lieblingskuchen. Torte, das ist Hochdeutsch, Pedro, und Torte ist Schweizerdeutsch. Also es ist eigentlich das Gleiche. Rüebli-Torte. Genau. Also, machen wir weiter. Sonst kommen wir noch Hunger über. Schmecken. Ist das ein gutes Parfüm? Schmeck mal.
Hast du das Parfüm gern? Schmecken. Du schmeckst heute gut. Hast du ein neues Parfüm? Oder diese Blumen schmecken stark. Es tut mir leid, überall, wo 2 Ziele sind, ist falsch drin und man kann es nicht gut lesen. Diese Blumen schmecken stark. Genau, schmecken ist für uns mit der Nase auf Schweizerdeutsch. Also, es schmeckt gut. Was kochst du zum Mittag? Ja. Manchmal sagen wir am Tisch oder so, es schmeckt gut und wir meinen, es ist gut. Aber häufig sagen wir, es ist gut, wenn wir etwas essen. Aber es schmeckt gut, wenn wir etwas schmecken mit der Nase. Oder du kannst auch sagen, ich mag die Person nicht schmecken. Das heisst, du hast sie nicht gern, du bist allergisch auf die Person. Ja, ich mag die Person nicht schmecken. Eben das 3, 2, 1, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Schmecken, Hochdeutsch, sagen wir meistens, oh, das Essen. Man kann auch sagen, das Essen schmeckt gut und man meint mit der Zunge, also unser Geschmackssinn. Nicht der Geruchssinn, wir sagen schon, das ist der Geschmackssinn mit dem Mund und das ist der Geruchssinn. Und wir können sagen, das Essen schmeckt gut, aber häufig sagen wir, dass es da das ist dann zweideutig. Es kann heissen, es schmeckt gut oder es schmeckt gut. Dann sagen wir, es ist gut. Einfach, es ist gut. Und schnaufen. Schnaufen. Das machen wir alle, den ganzen Tag, 24 Stunden am Tag. Wir schnaufen immer schnaufen. Ohne Schnaufen bist du tot. Cekata, du hast geschrieben, dass es auch für Kinder geht, wenn sie herzig sind. Schmecken. Man kann einem Kind vielleicht sagen, wow, du schmeckst gut, so nach Baby oder so. Oder ich weiss nicht, sonst was du meinst. Genau, Hamada. Atmen. Einschnaufen. Ausschnaufen. Manchmal tun wir zu wenig tief schnaufen. Das ist sehr wichtig, ab und zu ein bisschen tief schnaufen, durchschnaufen. Ja, vor allem wenn man eine kalte Dusche nimmt, dann tut man ganz tief schnaufen. Ja, dann macht man und man tut Luft tanken, Sauerstoff tanken, genau, schnaufen. Atmen, Atemübungen machen, man kann schnaufen. Einschnaufen, ausschnaufen, durchschnaufen. Es gibt ganz viel Verben mit Schnaufen. Oder ich muss ein bisschen verschnaufen. Wenn du Sport machst, wenn du springst, rennst, Velofahren, ganz schnell und dann kommst du so ausser Atem, so und dann sagst du, oh, ich muss ein bisschen verschnaufen, ich brauche eine Verschnaufspause. Tine, du schnaufst wie ein Ross. Oi, Pedro, du musst trotzdem schnaufen, obwohl Coronavirus ist. Ja, aber du musst vielleicht ein bisschen mit Distanz zu anderen Leuten. Musst du schnaufen. Ja, sonst ist nicht gut. Eine Stange, das interessiert vielleicht Männer oder alle die Bier gerne haben. Also erstens ist eine Stange so ein langer Stecken oder so aus Holz oder aus Metall. Man kann sich zum Beispiel an der Stange auch so aufziehen, Klimmzüge machen. Ja. Aber im Restaurant kann man auch eine Stange bestellen. Du kannst im Restaurant sagen, ich hätte gerne eine Stange. Kennt ihr das?
Was ist in dieser Stange drin? Das ist so ein längliches Glas, so wie eine Stange, ein bisschen länger, hoch. Aber was ist dort drin? Ich nehme eine Stange, bitte. Ja, dann meinen wir Bier. Ja, eigentlich ist es ein Glas, das so recht hoch ist. Eine Stange Bier. Genau. Habt ihr auch schon eine Stange bestellt? Gibt das Sekt weniger? Also wenn du im Restaurant eine Stange bestellst, dann nachher ist es die Sektgläser, ich glaube, denen sagt man eher Flöte. Aber ich bin nicht so, ich bin kein Barmann oder Frau. ich weiß es nicht so genau. Aber eine Stange ist eher mit Bier. Zigaretten. Oh, eine Stange Zigaretten. Also ich kenne mich absolut nicht aus mit Zigaretten. Aber ich habe es jetzt noch nie gehört, dass man über Zigaretten redet als Stange. Ein Glühstängel vielleicht, ein Glühstängel, kleiner. Ah, hallo Marc. Danke. Ja, jetzt sind wir langsam müde. He? Das ist schon lang. Wir sind schon 2 Stunden am Reden. Aber ich sehe bald das Ende. Und ihr könnt später den Film vielleicht noch einmal schauen. Genau, du trinkst eine Stange am Stammtisch. Ja, im Restaurant, in der Beiz hast du vielleicht einen Stammtisch, wo du mit deinen Freunden immer zusammensitzt. Und dort kannst du eine Stange trinken, genau. Viele Leute, viele Männer trinken eine Stange. Ich selber habe nicht so gerne Bier, aber der Sonntag, das ist einfach. Ja? Heute ist Sonntag. Am Sonntag müssen die meisten nicht arbeiten. Du kannst daheim bleiben oder etwas anderes machen, aber heute bleiben sehr wahrscheinlich die meisten daheim. Ah, Pedro, du gehst noch eine Stange holen und kommst gerade wieder. Schön, dass du wieder kommst. Hast du Durst? Genau, Sonntag. Du hast viel Energie, wenn du viel schnaufst, Olivia. Genau. Das gibt Energie, wenn man tief schnauft. Dann hat dein Hirn wieder Sauerstoff, dann kann es wieder etwas verbrennen. Wieder Benzin fürs Hirn ist das. Der Sonntag ist schön. Heute haben wir sehr einen schönen Sonntag gehabt. Ja. Es war wunderbares Wetter, aber wir sind daheim geblieben. Der Sonntag. Heute ist Sonntag. Am Sonntag gibt es Gipfeli zum Morgen. Und die meisten Läden sind zu am Sonntag, Malvin, genau. Die meisten Läden sind zu am Sonntag, vielleicht an touristischen Orten oder so. Dort dürfen die Läden am Sonntag offen haben. Am Bahnhof hat es Läden, die am Sonntag offen haben. Aber die meisten Läden haben zu am Sonntag. Die Leute müssen weniger arbeiten und sie haben Zeit für die Familie. Oh, bei euch hat es den ganzen Tag geregnet, Cekata. Also ihr habt weniger schönes Wetter als wir. Ja. Obwohl es Sonntag heisst und eigentlich die Sonne in diesem Tag ist nicht immer Sonne. Manchmal regnet es. Auf Wiedersehen. Das ist noch nicht das Letzte. Das ist noch nicht das Letzte. Ich tue mich noch nicht verabschieden. Heute war ein schöner Sonntag, genau. Auf Wiedersehen. Da haben wir eben Schauen drin, wie wir vorher besprochen haben. Und das können wir sagen, wenn wir uns verabschieden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Genau. Aber geht jetzt noch nicht. Ich glaube, wir gehen schnell vorbei. Wir machen weiter, dass ihr nicht alle abschaltet. Genau. Auf Wiedersehen. Der Ausgang.
Der Ausgang ist, wenn man zur Tür ausgeht. Ja? Eingang, Ausgang, dort wo man reinkommt, rausgeht. Aber ich kann auch in den Ausgang gehen. Wisst ihr, was das heisst, wenn ich in den Ausgang gehe? Am Freitag oder am Samstag gehen viele Leute in den Ausgang. Komm, wir gehen aus. Genau, der Ausgang. Also am Samstag gehen wir in den Ausgang. Wir können ins Theater gehen, ins Kino gehen, ins Restaurant gehen, einfach in die Stadt gehen, in den Ausgang gehen. Ja. In die Beiz kann man gehen, genau. Eine Stange trinken, auf jeden Fall. Oder gehen käfeln. Gehen Party machen, in die Disco zum Beispiel, ja. In den Tanzclub oder irgendwo. Geht ihr viel in den Ausgang? Ich muss sagen, ich gehe noch ab und zu mit meinem Mann in den Ausgang, aber seit wir eine Familie haben, gehen wir weniger in den Ausgang. Also das nächste Wort, Party machen. Das nächste Wort ist das Velo. Wir können uns schon darauf einstellen, das Velo. Sehr schweizerisch, vor allem wieder vom Französischen. Und auf dem Velo fahren wir fahren. Genau wie sie ausgegangen, das ist gut. Auf dem Velo fahren wir fahren. Genau, ein Fahrrad, Hamada. Wir sagen in der Schweiz praktisch nie Fahrrad, auch wenn wir Hochdeutsch reden. Und Hochdeutsch, oder wenn wir einen Aufsatz schreiben oder so, wenn wir schreiben, meistens sagen wir Velo. Also Fahrrad ist wirklich sehr deutsch. Das ist ein Helvetismus, also du kannst das brauchen, auch wenn du Hochdeutsch redest, kannst du das Wort brauchen in der Schweiz. Ja, also Velofahren. Ich glaube. Wir machen morgen eine Velotour um den Murtensee. Ich mache gerne Velotouren mit meinem Mann oder mit meiner Familie. Und zum Beispiel eine schöne Velotour ist eine Velotour um den Murtensee. Der See ist nicht so gross und dann kann man am Tag gut rundherum fahren. Ja? Und es gibt schöne Orte am Murtensee, man kann baden. Du kannst am Sonntag Velo fahren, Scheng. Und Olivia, du hast dein Velo gern. Dann, ja, biken könntest du auch. Wenn du Velo fahren gehst, ist mehr so auf dem Asphalt, auf der Straße. Und wenn du biken das ist mehr so Mountainbike fahren. Oder in die Berge biken. Mountainbike fahren. Du kannst auch eine Velotour machen in den Bergen, aber dann redet man auch viel vom Biken. Ja. Aber ich gehe lieber auf die Straße, ich gehe lieber eine Velotour machen, als Mountainbiken. Ja. Fahren ihr auch Velo fahren? Es ist gut, wenn man ein gutes Velo hat. Dann ist es schön. Die Olivia hat ein Velo. Ja, sie hat gesagt, sie tut gerne Velo fahren. Jetzt gibt es Herrenvelo und Damenvelo und Mountainbike und Citybike und Elektrovelo, E-Bike. Also häufig sagen wir schon Bike, nicht nur Velo. Okay, das nächste wäre, wie lebst du? Wie lebst du? Wie geht's dir? Anstatt immer fragen, wie geht's, könnte man auch fragen, wie lebst du? Wie lebst du? Danke, gut. Und du? Wie lebst du? Wie ist dein Leben? Bist du gesund? Bist du fit? Geht es dir gut? Also, die Olivia hat 2 Velo. Und der Scheng hat ein teures Velo. Es gibt natürlich teure Velo. Man kann sehr viel zahlen für gute Velo. Oder billige Velo. Ja. Champar gut, sehr gut.
Oh wow, Pedro, du hast ein E-Velo. Gehst du mit dem Velo arbeiten, mit dem elektrischen E-Bike? Gehst du arbeiten? Die Olivia hat selber viel Energie, sie braucht kein E-Bike. Upsla, Amir, du musst aufstehen, genau. Ich glaube, wir machen jetzt auch schon bald Schluss. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut, träum süß. Und ich hoffe, dass du morgen gut aufstehen kannst, obwohl es so spät ist. Oh, der Pedro hat auch ein Trotti. Vielleicht ein Elektro-Trotti, das gibt es heute auch. Ja, also man kann auch Trotti fahren, Velo fahren, biken. Zusammen. Seht, wir sind schon beim Z angekommen. Jetzt geht es nicht mehr lang. Z zusammen. Das Trotti ist gefährlich. Vielleicht Elektro-Trotti, wenn man auf dem Trottoir fährt und so schnell und so viele Leute hat, dann ist es gefährlich. Das Trotti. Du hast richtig viel gelernt, Sheng. Sehr gut. Du gehst zweimal pro Woche in den Wald Velo fahren. Vielleicht biken mit dem Mountainbike. Ja. Über Stock und Stein. Das ist schön. Gut. Hakuna, hast du noch ein bisschen Zeit? Zusammen. Genau, zusammen. Sie tanzen gerne zusammen. Also zum Tanzen, wenn man so traditionell tanzen will, dann braucht es zwei. Dann muss man zusammen tanzen, nicht allein. Ja, ich tue gerne mit meinem Mann zusammen tanzen. Ja, wir machen es zwar nicht so häufig, aber ab und zu. Zusammen ist einfacher, genau. Zusammen ist es lustiger. Ja, man kann zusammen tanzen, zusammen essen, zusammen singen, zusammen leben. Zusammenleben ist besser als allein, oder? Das 9. Oh, die Olivia hat heute Abend viel Wein mit dem Pedro getrunken. Mit dem Pedro zusammen. Das 9. Das 9 ist etwas, was man isst am Morgen. Der Pedro sucht jemanden zum Tanzen. Vielleicht findest du jemanden. Das 9, genau, das ist nicht das Morgen, sondern das Morgen isst man früher und dann zwischen dem Mittag, jetzt muss ich auf diese Seite, zwischen dem Morgen und dem Mittag kommt das 9. Ja, das ist so mehr etwas Kleines, vielleicht gibt es einen Apfel oder so. Was nimmst du zum 9? Als ich in die Schule gegangen bin, haben wir in der Pause meistens einen Apfel gegessen. Meine Mutter hat mir immer einen Apfel mitgegeben zum 9. Du isst kein 9, Olivia. Oder es gibt Kinder, die haben vielleicht ein Mars oder irgendetwas. Das ist vielleicht weniger gesund, wenn man so süßes 9 hat. Das 9 heisst 9, aber es ist nicht so wichtig, ob man es jetzt am Morgen am 9 isst oder am 10 oder am 9:30 oder so. Selfie gibt es nicht. Nein, Cekata, dann würdest du sagen, das ist, wenn es etwas Kleines ist, so ein kleines Snack wie ein Apfel oder so, dann kannst du immer noch das 9 sagen. Und wenn es schon ein Lunch ist, dann ist es zum Mittag oder ein Sandwich oder... Oh, Hakuna Matata, das 9 gehört zu der Schule wie das Amen in der Kirche. Ja, es gibt jetzt 9 Pause und dann essen die meisten Kinder etwas Kleines und das ist das 9. Ob sie dann immer genau am 9 ist, das ist nicht so wichtig, die Pause. Wenn am 8 die Schule anfängt, dann ist sie vielleicht eher am 9:30 oder so. Oder ein bisschen später. Trotzdem heisst es das 9 und am Nachmittag haben wir das 4. Wenn die Kinder von der Schule heimkommen, dann essen sie gerne etwas Kleines und das ist das 4. Am 4 am Nachmittag. Plus, minus. Das 4. Zum Beispiel ein Stückchen Kuchen
Oder das 9 tönt herzig. Oder eine Frucht. Oder ein Kakao vielleicht. Ich weiss nicht. Die Zwetschge. Das ist auch eine Frucht. Das könnte man zum Beispiel zum 9 essen oder zum 4. Die Zwetschgenzeit ist im Sommer. Zwetschgen kann man auch trocknen. Es gibt viele, die dörrte Zwetschgen essen. Kennen ihr Zwetschgen? Blumen, genau. Zwetschgen. Ich liebe Zwetschgen, ich habe sehr gerne Zwetschgen. Zwetschgen haben einen Stein drin. Ja. Genau, Hakuna Matata, das kann auch ein Schimpfwort sein, wenn du jemandem sagst, das ist eine dumme Zwetschge oder du bist eine dumme Zwetschge, dann nachher ist das nicht sehr lieb, ja. Oder du kannst sagen, oh, ich bin eine dumme Zwetschge. Aber das ist, man redet eher von Frauen. Also ein Mann ist nicht eine dumme Zwetschge. Er ist ein dummer Keib oder irgendetwas anderes. Aber es ist nicht wirklich, man muss aufpassen, also es ist nicht sehr nett. Olivia hat gerne Zwetschgen-Konfi. Das ist sehr gut. Wir hatten das letzte Jahr ganz viele Zwetschgen in unserem Garten, von unserem Baum. Und wir haben viel Zwetschgen-Konfi gemacht. Ein dummes Ross, der Mann? Nein, eine dumme Sau. Vielleicht eher eine Sau. Oder, ich weiss nicht, ein Mann. Ein Tier, ein dummer Keib. Oder... Lassen wir jetzt nicht zu fest an denen studieren, was man da Böses könnte sagen, sondern gehen wir weiter. Das ist der Schluss. Das war grossartig. Also wir haben heute einen Marathon hinter uns, mit Schweizerdeutsch Marathon. Ihr seid jetzt 2 Stunden und 20 Minuten dabei gewesen. Vielleicht nicht alle, vielleicht sind einige später dazugekommen. Aber das macht nichts. Ich hoffe, ihr habt etwas lernen. Schön, dass ihr mitgemacht und geschrieben. Und ich wünsche euch ganz eine gute Nacht. Schlaft gut, träumt süß, eine schöne Woche. Nehmt es ruhig mit dem Coronavirus, bleibt ein bisschen daheim, geniessen die Ruhe vielleicht. Und dann sehen wir uns ein anderes Mal wieder. Vielen Dank für allen fürs Mitmachen. Tschüss zusammen. Macht's gut. Ich habe noch etwas fast vergessen. Wer möchte, der kann da unten klicken. Ihr habt einen Link zu Webinar. Ich habe Webinar unter der Woche, 2-mal pro Woche. Wenn ihr ein bisschen mehr Schweizerdeutsch möchtet, dann könnt ihr euch gerne einschreiben und schauen, wie das ist. Ja, also, macht's gut. Tschüss zusammen.